Ditmal noch war der mehr von was wie an unsere Eltern auf eine mennonitische Farm in Chihuahua, Mexiko gedonnen haben, als wir dort in den 1930er und 40er Jahren abwassen. Die Mennoniten büden den Weg von ihren Gebieten in Mexiko, weil bald alle mit Leimtegeln oder Adobes. Aber übrigens büden sie Wohnhus, Stall, Specker, Maschinenshop noch lang immer ganz noch traditionell mennonitischem Stil. Das heißt, die ganze Einrichtung von Stoven in ihrem Wohnhaus, die Einrichtung an Stall und Schien, die Därengeräfte und die Dären, die Fenster und die Fensterremes, die Mot und das Jeschicht von ihren Wohnhäusern und Stalling, alles wird auf viele Büros ihrer Wirtschaften noch lang immer ganz kreuz, noch lang hergebrachte mennonitische Vorschriften oder Blueprints und Moten gebüht. Aber wenn die Mennoniten ihre Wohnhäuswänge auch von Leimtegeln oder Adobes abgemiert wurden, dann war doch die Bein und der Dachframe von halt ganz noch alt hergebrachte Ort, Mot und Jeschicht gemerkt. Der Büstil bleibt derselbe, ja, wenn man auch anderes Material braucht zum Bühen. Das heißt, Dach und Bein wurden von Bühalt so gebüht, als ihre Vorväter dort in Kanada und in Russland all hunderte Jahre gedonnen haben, wenn man die Gebiete nicht mit einem Ehrdach mögt. Wenn wir ein Ehrdach mögt, dann hat das Haus natürlicherweise keinen Bein. Denn die Ehrdächer mussten viel platter gemerkt werden als die Walblechdächer. So platt, dass die Erde nicht zu leicht darauf schält, wenn mal schwere Regens kommen. Die Walblechdächer merken das Gebiet, besonders in den heutigen Jahrestiden, von Bernen immer sehr heiß, wenn die Sonne dort den ganzen Tag abscheint. Dann damals war die Bein noch nicht isoliert, so als das von der meistens wird. Und wenn die Sonne das Gebiet mit einem Walblechdach durch den ganzen Tag von Bernen abgehört hat, dann zählt dort der Bernen manchmal durch die ganze Nacht nicht gescheit auf. Aber die Ehrdächer da hierhin, die hielten das Gebiet von Bernen viel keiler durch den ganzen Tag, auch wenn die Sonne dort den ganzen Tag abscheint. Dann die 4 bis 5 Zoll dicke Schicht Erde auf dem Dach, wenn dort schmacke Wetter Erde wäre, ohne zu viel Steinerches, dort wir eine gute Isolierung, um die Herd nicht so sehr durchdrecken lassen. Und wenn ein Wohngebiet mit einem Walblechdach dann auch noch von Haltgebäude Wein hat, dann wird dort durch Bernen an die heutigen Jahrestiden noch viel heiter, weil damals auch die haltende Wein noch nicht isoliert worden. Durch hierhin bleibt aber ein Gebiet, wo beides hat, ein Ehrdach und Adobe Wein, noch keiler. Kein Gebiet bleibt an einem Dach, wenn die Sonne durch den ganzen Tag sehr heiß geschienen hat, keiler als Sound, was Adobe Wein in ein sogenanntes Ehrdach hat. Von der Jahr dort an Chihuahua mag die Mennoniten all mal ganz wenige Adobe Weingebiete. Und ich glaube auch nicht, dass es von der noch irgendwo mag unsere Mennoniten in ein Ehrdach gibt. Vielleicht weiten unsere Kinder und Großkinder gar nicht mehr, was ein Ehrdach ist. Aber viele von uns, die wie als Kinder und Jugend in Mexiko und ja so eine Ehrdächer gewohnt haben, wir haben die bestimmt noch nicht vergessen. Vielleicht da wäre nicht, willst du, wenn das mal lang sodert, doch nicht immer ganz dicht halten. Und wir Jungs haben die Ehrdächer vielleicht auch da wäre noch nicht vergessen, weil wir am Fahrjahr vor der Reintid, wenn die da gerade am heizsten wären, manchmal noch weiter mussten wir Dacherd holen und auf die Ehrdächer abschaffeln. Gute Dacherd, wo nur vom Regen leicht so dicht schlug, dass das Regenwasser nicht leicht deep an die Erde antrag oder antrag und auch nicht leicht vom Dach rauf wasch, sondern gibt dort an dem ganzen Bustiostol nicht sehr viel. Und wer ein Ehrdach gemerkt hat, von nicht ganz recht Dacherd, der hat den Trouble,
dass sein Dach leicht wird, nicht dicht bleibt. Die mexikanische kleinformige Gebiete hatten zu jener Zeit auch meistens Erdächer. Als die gute Dach in onze Umgegend in Chihuahua knapp geworden war, dann nagelten einige Bürgers ungefähr 2 Schau ein, 2 Befeiers ab erplattet Daken ab und scherden de Dach zwischen die 2 Befeiers waren haan und nagelten Wahlblechploten doorheen. So konnte ihr immer noch aus Isolierung dienen, aber die Erde spielt nicht mehr vom Dach auf. Das größte Part von unserem Wohnhaus in Blumenurt hat auch ein Erdach. Und wir lösen das Problem von knapp gewordenen Dach auch auf diesem Weg. Wenn ein Bürger sich dort in Mexiko in den ersten Jahren leisten kann, dann möchte er auch seine Fluren im Wohnhaus von halt. Und zwar auch ganz noch alt hergebrachte Ort und Mode. Meistens von Saassolje, zoals wir dort damals nannten, gefaderde Breder. Diese haltenden Fluren wurden meistens vorts nie gut gefarben und mussten dann regelmäßig weitergefahren werden, wenn die in guter Ordnung bleiben sollen. Und dort können viele von unseren Bürgern sich in den 1930er Jahren noch gar nicht leisten. Und wer sich die haltenden Fluren nicht gut leisten kann, der mögt manchmal wenigstens die Kirche in Echtstofluren in seinem Wohngebiet von starkem Leim, mögt Leimfluren. Man mögt diese Fluren von Leim geirrt. Man Leim geirrt wird genug fein gekleuntes Stroh oder Pirzmast man geknet oder man gekleint, sodass der Leim nicht verplatzen soll, wenn er dreht. Und dann wird eine dicke Schicht von diesem Leim überall in der Stove aus einer Flur von Eich zu Eich in der ganzen Stove hineingeschmiert. Wenn man die rechte Leimgeirr dort gefangen hat, dann wird die Flur einigermaßen gut hart. Wir haben in unserer Kirche in Echtstove auch noch viele Jahre so eine Leimfluren oder Erdfluren gehabt. Und diese Fluren klingen langsam aus, sodass die Hahnen weiter nie gemerkt werden mussten. Ich weiß noch, wo ich bei dem Leimreitmerken für unsere Kirche in Echtstofluren mit hoch abgekrempelte Lampen tiedenlang mit bofte Feit den Leim durchklingen und Reitmerken helfen musste. Auf diese Erdfluren streiten unsere Schwestern meistens jeder Tag frisch ein Bett Seehundspunen ab und dann hielten die sich einigermaßen rein und sagen noch ganz Schmack. Und wenn die großen Merkers diese Fluren am Sonntag noch so ein Bett extra Schmackloten merken wollen, dann schätzen sie die große Leicherkamm voll Seehundspun und merken damit Schmacke über reine Figuren über die ganze Flur. Das sagt noch wirklich Strom. Nu wordt van Zementfluren. Zementfluren wollen vor vielen Jahren fast keine mennonitische Bürgers und besonders ihre Frühers nicht in ihrem Haus haben. Nicht einmal in Stallings wollen unsere Eltern Zementfluren haben. Ich erinnere mich daran, dass viele Frühers und auch Männer damals sehr viel davon reden, dass der Mensch Rieting kriegt von auf Zementfluren herumgehen. Sogar glaubt man in jener Zeit, dass die Schweine von Zementfluren Rieting kriegen. Aber in den 1950er Jahren fangen einige Mennoniten ab den Manitoba- und Swift-Current-Siedlungen in Chihuahua doch an, Zementfluren zu merken. Man fängt in Cocktailmuk an, die sogenannten Mosaikos, eine Art Zementtafeln, zu merken. In bald merken auch Mennoniten so eine Mosaikos. Und ich erinnere mich daran, dass in Blumenurt wenigstens 2 Bürgers wären, wo in den Anfangs 1950er Jahren neue Wohnhäuser bieten und da werden in alle Stoven Mosaiko-Fluren merken. Aber viele andere Leute reden damals noch sehr viel davon, dass sie keine Zementtafelfluren in ihrem Wohnhaus würden haben wollen. Aber von da an fangen doch immer mehr mennonitische Bürgers und auch Mexikaner an, stramme Mosaiko- oder Zementtafelfluren zu merken. Als das einmal den Anfang hat,
dann dauert das nicht sehr lang, dann mögen sehr viele Mennoniten in Chihuahua ihre Fluren entweder von zementenen Mosaikotafeln oder sie goten die einfach von Zement. Von der büren die Mennoniten in Mexiko auch die Wein für ihre Häuser entweder ganz von Zement oder sie büren die nach nordamerikanischem Stil ganz von Bühalt. Und wer seine Hauswein von Zement büht, der jet auch seine Fluren im Haus meistens von Zement. Und wer sich dort leisten kann, der lässt ab dem Zement strome Tafeln abbacken. Aber sehr viele Fluren in mennonitische Wohngebiete sind in Chihuahua von der bloß gegotene Zementfluren, wo dann aber meistens gefarben wurden. Immer mehr Lied laien ab ihre Zementfluren stromet Linoleum ab oder Carpet. Aber die Mennoniten wohnen in Chihuahua ihre Wohnhauswegen von Halt, so noch kanadischem Stil bühen oder bühen loten. Die merken auch die Fluren meistens von Halt und laien dort dann Linoleum oder Carpetfluren ab. So ist wie dort hier in Kanada auch alle tun. Sehr wenig Fluren wurden dort von Halt gemerkt und gefarben, so ist man dort in unsere Kinder- und Jugendjahren meistens steht. Auch die Bein haft nicht mehr die 3x10 oder 3x12 solche gefarbte Balkjes mit solche Breder, gefarbte Breder gebogen. Alles, meist alles, wird dort von der so ganz anders gedonen, als das in unsere Kinderjahren gedonen wird. In Blumenwood, Nummer 22, wo meine Frau und ich abwassen, und wo wir 3 Jahre in dem Schulhaus wohnten, da wären die solche Flurbreder gefarben. Aber als wir Lothar in Kronsgaard am Schulhaus wohnten, da wären die Flurbreder nicht gefarben. Und wenn die hälterne Flur nicht gefarben wäre, dann waren die Breder bald sehr spelrig. Und wenn die kleine Kinder, als sie dort Gonen gelehrt haben, ab so eine Flur in den Raum kropen, dann wären die Wingeln manchmal voll kleine Spellertjes gespeckt. Einmal speckten diese kleinen Spellertjes auch durch die Wingel durch und auch noch durch die Hüt. Unseren George habe ein manchmal so eine Speller uit seine Nachsparken herauspülen gemusst, wenn er ab dieser Flur gerutscht wäre. Von meinen Gesellschaftsbrüdern, mit wonen ich in unserem Dorf Blumenwood in Chihuahua, Mexiko, top ab was, lebt nu allemaal bloß noch einer. Die anderen sind alle gestorben. Und ich habe allemaal was davon vertelt, was wir dort als junge Jungs getan haben. Nu will ich noch mehr davon vertellen, was wir dort am Sonntagnachmittag manchmal getan haben. En nu wat van de Ejidos, de Mexicanische Kleinformer, wonen in Chihuahua om de Mennonitische kolonien erom woonden. En van wo den rundvee, pier, muilers en burros oder ezels in de winter- en voorjaarmonaten op de Mennoniten ihrem land losgonen leiten. Van wo honderden van de Mexicanische Former ihre Tieren sich monatelang dat Futter selbst sägen mussten. En wo dit für die Mennoniten manchmal eine große Last geworden ist. Besonders in den Vorjahrmonaten, wenn das für bloß nicht mehr zufrieden funk, auf dem Kohlen manchmal zum größten Teil rumgeplähten Land. Und auch noch was davon, wo diese los rumdrehende Burros am Sonntagnachmittag von mennonitischen Jungs einmal ein Zeitvertrieb gewesen ist. Um die mennonitische Kolonien herum wir vor vielen Jahren ein Stacheldrahtzaun. Und auch die mexikanische Kleinformergruppen, die Ejidos, hatten so einen Stacheldrahtzaun am Ackersland herum. Die hatten auch gemeinsame Weidelandflächen, wenigstens manchmal. Diese Trennung, Mexikaner-Ehre und Mennoniten-Ehre, versagt man von, wann am Vorjahr die tidig geplante Mais, der Korn, abgegonnen wird, was am Herbst der Arend vom Land gebracht wird,
in Ordnung zu holen. Während dieser Zeit soll noch nicht ein Haag abgeladen worden. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Tiening, wo einmal ein Weg durch so eine Fenster ging, Haags hatten, wo jeder einer, der da durchfahren will, erst aufmerken muss und auch was er zumerken soll. Manchmal wird das wem zu viel Arbeit, das Haag was er zu merken. Und wenn wer so ein Haag abgeladen hat, dann gingen Boros, Rinder, Müllers und Pferd da durch und ab Getreideflächen ab, nicht nur auf der Mennoniten-Ehre, aber auch auf der Mexikaner-Ehre. Und wenn da so ein Haag war, wo viele Menschen jeder Tag durchfuhren, dann stunden da meistens kleine mexikanische Jungs rein und merken das Haag jeden für jeder einem ab, der da durchfahren will, und merken dort auch was schmeckt auch. Aber dann wollen diese Jungs auch jeder Mal ein 5, ein 15 Geldstück dafür haben. Ich weiß noch, dass wenn ich in so einen Monaten, wenn all die Haags sein sollen, noch mal mit nach der Stadt fahren können, dann muss ich das Haag bitte quackteim auch ab und zu merken. Ich weiß das nicht, kriegt, von wann diese Haags nicht mehr durchgewasst sind, aber ich weiß, dass die ab viele Städten noch in den 1950er Jahren da waren. Und weil viele von den mexikanischen Ejidos oder Kleinformen ihre Abend am Hof meistens all Schwender von ihrem Land raufgebracht haben als viele Mennoniten, dann versuchten die alltäglich viel losgehen zu lassen, wenn auf die Stapelfläche noch sehr viel Futtertop zu lesen war. Und dort war manchmal ein großes Problem für so eine mennonitische Form, wo noch viele von ihren Hobenhaken oder auch ihre Maisohren, Mais und Maisstrohgorben auf ihrem Land stehen hatten. So eine losgeladene Herden Rinder, Pferd, Müllers und Esels können in einem Tag oder auch manchmal über eine Nacht sehr viel Schaden anrichten, mag man nicht ihre Oberhaken. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von den Mennoniten ihrem Problem, wo sie mit dem mexikanischen Randriefsvieh auf ihre Siedlungen in Chihuahua in Winter- und Frühjahrmonaten vor vielen Jahren gehabt haben. Aber nächstes Mal, ich bin George Rampel.